Goedendag, waar ik Marius Sola. Vandaag is zondag, juni de 29e, klok 10 s'morgens voor de nächste 15 minuten, waar we God zien woord aan kijken. So, meine Freunde, wir sind in Matthäus Kapitel 23. En in Matthäus Kapitel 23, nu dat Jezus zich zelfs tot oordeel spreken tot den dood. Hij heeft zo'n strenge reden tegen de Farizeer en denkt aan dat we met lijf, dat we van harten, hij had een warm herzen en genoeg het lijf voor al die waar hij te reden weet. Dat we in de kerkenleden te de tijd, dat we in de wat even dat jaselje weer in Israël, dat we verantwoordelijk voor de jaselje gezondheid van Israël. Maar die hadden zoveel dingen wat ze aardig hadden, zoveel zitten. En die werden zo politisch geworden, dat we entwickeln als ihre Gemeinschaft mit Gott. Und hier ist Gottes Sehen, Gott sehen selbst, wo das Wort geschrieben hat, wo sie Experts werden, was sie so gut kennen. Das steht hier verehrt und das hat nur auf ihre Teuersten abklingen. Und das ist meistens, wenn Jesus sagt, nur das, wo ihr mich anbringt. Denn ich will das so graag merken, dat die worden mij niet meer wel ram gaan. En die komen nu de dodische schicht, wo sie am dann vastnemen, kwelen en griezen. So, wir sind in Matthäus Kapitel 23, Vers 28, dat zijn 7 Klauen, wat Jezus tegen de Farizeer heeft, besonders de kerkenleden te de tijd, de Farizeer en de schriftgeleerden. En we gaan wieder met de Klauen. En Vers 28 van Matthäus 23 zegt hij, dat laatste van die val gerechtigheid zijn, over van buiten. Laatste van die gerecht zijn, over van binnen is bloos fortschritt en ontugend. Dingen wat aardig zijn, übel, sind. Wij je schriftgeleerden en fariseer, je volkje, je hechelen. Je buien grote gebieden voor de dode lijken van de profeten en merken zeer smakke greven voor gerechte mannen. Dan zei je, wanneer we today die geleefd hadden, today jaren, wir würden nicht diese Propheten angebracht haben, das unsere Väter deden. Die sind überzeugt, jeden selbst, wenn die sind die Sehens von dem, was die Propheten angebracht haben. Die sind kriegst jene Väter. Die schlagen, ne, hör ich mal, wo streng, das ist so streng, als es worden kann. Die schlagen, und die Kinder von schlagen, wo je de Haal in den Stich gehen. Für diese Ursache, ik wil je profeten schicken, wijze mannen en schriftgeleerden. Westen van die wil je aanbrengen, andere wil je kritieken, andere wil je in je synagogen verkelen en andere wil je van stad tot stad wegdrijven. Zodat opgeet dat bloed van alle rechten op eerd wordt komen. Dat bloed van den opreichen Abel, wat Zacharia, de zoon van Barachia, wen die zwischen den Tempel en den Altar angebracht haben. Ich sage Ihnen, dit wird passieren in dieser Generation. O Jerusalem, Jerusalem, der die Propheten anbringt, en steinig die er geschickt worden. Immer wahrer, würde ich Ihnen handlich zu nehmen, das Kinder auf meine Schuld. Es ist ein Fehl, ihre Kleine nimmt und ihre Pflichten, aber je wollen nicht. Du wegen, wo je verloren worden. En ik zei te jullie, die worden niet meer zijn, wat je zijn, je sehen, dass die weer in de naam des Herrn komt. Dit is zo wie Gottes woord, Matthäus Kapitel 23. Hij gaat hier wieder, het wordt immer strenger. Hij zegt, jene Väter haben de Propheten angebracht, wat Gott geschickt hat, en die zijn de Sehens, en die zijn ook schuldig aan dat. We weten Luther, im Kapitels Luther, waar we krijgen zijn, wo ze Antworten aanbrengen, zodat we alle zo. Hij zegt, ik wil je profeten schicken. En hij deed ook, hij schickte Luther Jünger. En van de 12 Jünger wat Jezus had, weet je wat, 11 sterk han ihr Leben gegeven, eer ze oud werden. Zum Beispiel, Thomas haben sie in das Land India angebracht. Petrus haben sie über Kopf gekriegt. Wesser haben sie mit einem Spießsteig gedreven. Jakobus wird seinen Kopf aufgenommen. Paulus auch. Jesus sagt, dit wordt passieren. Ik wil je een profeten schicken. Die worden die aanbrengen. Die worden die steinigen. Sogar in jene Synagogen.
Das ist nicht schön, die Synagoge wie eine Hell steht. Wie eine steht, wo gelehrt wird, wo in ihr Recht wird, wo Gott sein Wort wird aufgedeckt. Und sogar du, jeng fragt dazu. Das ist schon, was von der Fährten in den Kirchen passiert, was mit Geld zu tun hat, Arbeit hat, Predigers, was vielleicht Dinge verstärken, Lehrer, und andere, was die halben Dinge verstärken. Aber Gott sagt, er wird seinen Baum essen, er sagt, er wird seine Kirche reinigen, er wird seine Brut ein reines Kleid machen. Und so die Falschen, die waren voll. Die Falschen, die waren nicht blieben. Gott hat uns zu gut, um dort Leuten passieren. Und dann, der hat das Kapitel zu einbringen und sagt, Jerusalem, Jerusalem. Und wie war in Jerusalem, dort hat Gott seine Stadt. Eine heilige Stadt. Eine Stadt von David. Eine Stadt, wo bei Gott viel wird wir, und dann haben wir viel wird erst, von der schon da hoch. Er sagt, Jerusalem, die Propheten stehen, und dort merken direkt die Jüngschak. Wo fährten wir Kind Hand gleich auf ihre Schuld zu holen? Das ist ein Fell, die Kleine und ihre Pflichten nimmt, aber die wollen nicht. Das ist nicht im Bild. Jesus hat hier ein Verlangen. Vielleicht sind an die Thron über die Backen gekommen. Er sagt, ich will so gut sein zu Jünd. Ich will so nur sein zu Jünd, aber die wollen gleich. Was wollen sie entstehen? Sie wollen weich. Sie wollen nicht Gesetz. Sie wollen ihre Sitten. Sie wollen ihre Macht holen. Sie wollen ihre Namen holen. Über die Heiland von der Welt stund hier vor uns, verehrt und baut der Lösung an, aber sie wollen nicht. Nu sagt Jesus, wegen dort, wo ihr zu nichts kommt. Und Jesus kommt zu nichts. Und das passiert gewesen in das Jahr 70. Diese Juden, die waren was so lang rebellisch gewesen, gingen an, und mit Trouble. Ein Tag schickt der Kaiser von Rom, den General Titus, nach Jerusalem. En die door 3 oder 4 Monate, die weer Rome Jeruzalem, die Menschen in Jeruzalem kunnen niet nemen, kunnen niet uit. Menschen zijn, ze hebben de meest, die worden studieren zijn, dus een grote hongersnood was. Menschen hebben sogar Kinder gegeten, en dat werd een zeer treurige tijd. En op einmal komen ze in Jeruzalem nemen, en stelten dat alle over kop, en spreiden de Juden over de ganze Welt. En dat wir ganz bei der 1948, ze waren kunnen in Jeruzalem wohnen. En dat was ze nu zijn. Maar dat is meestens van Jezus dit hier wohl gesagt haben, nicht so. Dann sagt er, je wollen wir nicht mal sein, was je mir annehmen, oder was je sein, soll ich als wie ein Gott hinum kommt, oder ist ein Sehen, oder ist ein Annehmen von seiner Erlösung, nicht so. Nächste Mal in Matthäus 24 redet er zu den Jüngern von der Engzeit, auch von dem Jahr 70, wo wir von der geredet haben. Wir wollen du Leute von der, wir haben das Kapitel fertig gemerkt, und ich sage Dankeschön für Horchen und das Wiederschauen auf YouTube. Mag Gott ihn segnen, diesen Sinn und Mars. Lass den